So, jetzt gucken wir nochmal, ob das funktioniert. Immer noch nicht. Kriegen wir alles hier. Da haben wir es wieder. Immer heiter weiter. So. Okay. Das müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Hoffen wir es zumindest mal. So, jetzt bin ich noch gerade am gucken, wie stark hier der Ruckler ist. Ich sehe jetzt nur hier. Ah, was sehe ich euer Kommentare hier ohne wieder, weil ich habe sie vorhin nur da auf dem PC gesehen und jetzt hier. Ja, da ist mal einmal kurz weg und dann bricht all die Scheiße zusammen. Sorry. Das war etwas unangenehm, ich gebe es selber zu. Aber ich hoffe, dass die Verbindung jetzt etwas besser steht. So. Jetzt warten wir nochmal auf die anderen Leute und gucken mal, ob die Verbindung hier jetzt stabil bleibt. Wenn es wieder krisselt, wenn es wieder pixelt, wenn es wieder fusselt, einfach Bescheid geben. Dann kriegen wir das wieder hier. Ansonsten machen wir eine halbstündige Pause und ich starte nochmal das Internet neu. Ach, das kann ich machen. Aber ist halt alles mit Aufwand verbunden und ich hoffe, dass die Verbindung jetzt stabiler ist. Ich habe das Internet von der PlayStation einfach wieder neu gestartet. So. Oh Mann, ich werde Wasser schlucken heute ohne Ende. Das ist jetzt schon abartig. War echt komisch. Hat mir angezeigt, dass die Chat-Funktion abgeschaltet wurde. Und dann ging es wieder. Aktuell ist es stabil. Ja, okay. Ja, sorry, das ist echt ganz skurril gewesen. Ich habe selber dann auch im Stream selber gesehen, dass auf einmal nur noch so Warndreieck war und dass anscheinend nur noch Sound übertragen wurde. Das war sehr suspekt. Wirklich. Es kann einfach daran gelegen haben, dass die PlayStation 4 so einen kleinen Internet-Schlickser gehabt hat. Und der Internet-Schlickser ist ja relativ schnell wieder zu stabilisieren und wieder gut zu machen. Ich bin jetzt einfach ins Hauptmenü gegangen, habe die Internetverbindung abgebrochen, wieder neu aufgebaut. Und es zeigt mir eigentlich ein stabiles Internet an. Müsste eigentlich funktionieren. So. Oder miese Verbindung. Ja, das macht die PlayStation manchmal. We back. We back. Sehr schön. Falls du es nicht mehr lesen konntest, es hat wieder bei der Erklärung zu Pathfinder gecuttet. Also, Pathfinder, Pen and Paper Rollenspiel. Dungeons and Dragons. Manche bezeichnen es als Dungeons and Dragons 3.75, ist zwischen 3.5 und 4.0 anzusiedeln. Hast du es jetzt hoffentlich gehört? Bitte, bitte! Bisschen pixelig war es eben. Okay. Okay. So. Aber ich denke, wir sind wieder genug Leute, oder? Also pixelig. Pixelig ist es ja vom Spiel her schon. Solange ihr mich hier nicht pixelig seht, ist alles in Ordnung. Dann liegt es nur am Spiel. So. Und bevor ich hier gecuttet habe, erklär's nochmal bitte. Halt die Gosch, du dummer Hund. So. Also ich war jetzt eben hier. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich war hier drin, habe dieses lustige Nanophage and I geholt. Ah, das hätte ich gern bitte als handsigniertes Exemplar. Ja, und wir suchen noch den Besitzer vom Tattoo-Studio. Und das muss wohl irgendwas mit dem Keller zu tun haben, was der Hansel dort treibt. Jetzt ist alles bestens. Okay. Nein, war alles, aber wie gesagt, alles bestens. Okay. Dann kann es auch manchmal wirklich am persönlichen Internet liegen. Immer bist du so gemein zu mir. Du hast es dir verdient, dass ich so ekelhaft zu dir bin. Okay, weiter geht's. Ups. Ups, was macht der Hausmeister hier? Warum? Ist der drauf oder was? Oh, scheiße, wie renne ich nochmal? Nee, du glotzt dich noch blöd. Du macht er nix, das ist die lustige Sicht. Mit was? Ja, mit was renne ich? Ah ja, genau, mit L3 war das. Mit L3 kann ich rennen. Okay. Er hat keine lustige Sicht und biologisch ist er unsichtbar. Oh, scheiße, ich befürchte, passiert jetzt irgendwas Truffenes. Hey, du Truffi. Alter, bitte attackier mich jetzt nicht oder so, du Freak. Hey,
Is everything all right? Oh. Don't mind the rain? It burns sometimes. Ja, manchmal brennt der Regen. Das hat er so an sich. Not tonight. Owns the tattoo parlor? Der kann auch nur Mieter sagen, ne? Lives here? In this building? Where? Gardens. Apartment. Okay. 210 mit diesem kryptischen Gewitterschlag. Don't get your wires wet. Need to get out. Ja, steht Sache, du müsst da dringend raus. Und ja, das Ach ist schon etwas verstörend. Der ganze Typ ist generell verstörend mit seinem ekelhaften Fleischfalterarm. Aber hier die Gegend sieht ach schon richtig übel aus, oder? Wenn ich mal so guck. Mann, oh Meter, und überall die Taube. Also das ist schon wirklich eine ziemlich räudige Gegend. Okay, die 210 war's. Ich gehe mal vom Eingangsbereich von ihm aus ins Treppenhaus. Wenn irgendwie möglich. Okay, das war dann Dovas Treppenhaus, ne? Oder gingst du nur in den Keller? Nee. Du warst Treppenhaus. Okay, da ist wieder der Adolf für Arme. Ach du Scheiße. Das hat ein bisschen was von Matrix, oder? Ach du Scheiße, wie einfach das ganze Treppenhaus mit der Scheiße hier verziert ist. Oh, gewittert, du Keitel. Und jetzt sind sie wieder alle still, wächst? Vorher können sie alle retten wie die Große und jetzt kaum jetzt wieder ekelhaft von der Stimmung. Ah, da sind sie wieder alle still. Okay, hier ist wieder dieses, das finde ich so geil, diese Animation. Wenn hier Licht reinkommt und in der Lichtspalte sieht man dann Rauch, der hier überall durchgeht. Das ist so geil. Also das haben die Entwickler sehr, sehr geil animiert. Das gefällt mir sehr gut. Okay, weiter geht's. Bitte kein Jumpskare. Ich kann auf Jumpskares vergessen. Ei, es ist spannend. Ja, mach Sache. Ich kann definitiv auf Jumpscares hier verzichten. Scheiß doch die Wand. Es geht sogar noch in den dritten Stock hoch. Uiuiuiui. Die 210 war's. Da müssen wir... Ach ja, das ist natürlich praktisch. Einfach runter. Okay. Ich befürchte immer, dass dann irgend so ein Eumel durchsteht und dann... Ich bring dich um, du Sau. Stich dich ab. Wupp. Oder sowas. Herr Uff. Spiel nicht mit meiner biometrischen oder mit meiner Maschinensicht. Ach, das war diese Luxuswohnung, diese riesengroße. Lass mich rote, hier ist jetzt Uff. Mit dem Ding kann ich nicht mehr interagieren. Oh nein. Was ist das? Also das ist nur ein Pulli. Ich hätte gedacht, das wäre so ein ekelhafter Fleischsack, wie das der Hausmeister trägt. Okay. Die Türmatte haben wir nichts Besonderes. Und was sagt der Do dazu? Ja, guck das mal an. Holocom-Konsole. Okay, da gibt es nichts Besonderes dazu. So, dann machen wir die der zu. Ich will keine böse Überraschung, aber irgendwas dampft hier schon gewaltig. Das ist nicht so besonders gut. Okay, du ist Blut. Von Jack Carnes hieß der Typ doch. Oh, ey, Herr Uff. Aufkehrt wird. Jack Carnes hieß der Typ, wenn ich mich richtig erinnere. Und der lebt ja richtig luxuriös hier. Ach Gott. Euer Hochwohl geboren, ha? Denkt wohl, er ist was Besseres. Was haben wir dann hier noch? Irgend so ein Typ noch. Margin Gijleja. Alles klar. Ein C-Bürger. Er sieht ja ganz liebreizend aus. WB Kra. Beziehungsweise Adventure Lost Place. Oder ALP. Wie soll ich dich da nennen? Soll ich dich ALP oder Alp oder Kra nennen? Oh, reizend hier. Hier wollte ich schon immer mal nicht leben. Oh, jetzt kann ich
Ich kann gerade meine Sicht nicht verwenden. Weder meine mechanische noch meine biologische. Oh scheiße, ist der gerade irgendwie synchronisiert worden? Weil ich kann nur die Sicht dann nicht verwenden, wenn ich, Kreis, okay, gut. Wenn ich mit anderen Leuten synchronisiert bin. Oh, oh, gibt's Langzeitschäden wegen der Sache mit Amir, weil das sich, wegen Helena, weil das sich mit der Tote verbunden hat? Wer weiß, wer weiß. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist definitiv ein gutes Zeichen. Wir haben hier diese ranzige Abriss-Kotzwohnung. Und hier ist auch noch alles räudig soweit, alles irgendwie passend. Aber ab da geht's über in was? In klassische Gemälde. Und auf einmal sieht's aus wie in Layers of Fear. Verdammte Scheiße, nein, ich will nicht zur gruseligen Frau. Oh, Kacke. Ach du Scheiße. Okay, das sind jetzt aber moderne Persona von 2084 als Renaissance-Menschen gezeichnet. Das ist ja geil irgendwie. Da wurde bereits geputzt. Oh ja. Wenn ihr euch das mal anguckt, ne, da diese mechanische Haare und ach so Wangen bzw. Lippenkonfiguration nennen wir es mal und nach einer Tätowierung da aber an der Schläfe. Aber der Typ ist in einem Renaissance-Stil gemalt oder Barock-Stil. Das ist ja richtig geil. Also wenn Bloober Team und Aspire was drauf haben, dann ist es ja sowas. Das kennen wir definitiv von Layers of Fear. Eva hat's wieder einen Schlickser gemacht, Hilfe. Die Armaturen im Bad fehlen. Ja, da fehlt noch sehr viel mehr als Armaturen in einem Bad. Oh Mann. Oh Mann, okay. Mann, oh Meter, also das ist schon geil. Das hat was, der alte Stil mit solchen modernen Menschen. Irgendwie kommen meine Nachrichten nicht durch. Also ich hab dich nicht geblockt, keine Angst. Ich bin ja auch drauf. Ja, ja, ich höre dich, definitiv. Ich hab dich nicht geblockt oder so. Oh oh. Jetzt fängt auch noch klassische Musik an. Ach du Scheiße, ja, das hat echt was. Also es sieht geil aus. Und Yankee, wen wählst du am Sonntag? NES, PSP oder die Sega? NES würde ich sagen bei der Auswahl. Ja, die gehen jetzt wieder, ist klar. Joink. Oh Gott, der sieht ja lustig aus. Das Cyber-Jesus. Eieiei. Was ist denn das für einer? Der sieht ein bisschen aus wie jemand, den ich kenne, aber in merkwürdig. Bitte keine politischen... Ja, keine Diskussionen. Das war ja kein politisches. Das war ja nur NES, PSP oder Sega. Das fand ich doch witzig. Ist doch eine lustige Hommage an die aktuelle Wählfraktion. Ich werde bestimmt nicht anfangen, politisch zu labern. Aber das ist ja geil hier. Praise the Omniscia. Das ist ja geil hier. Allein die Mundpartie, die ein bisschen wie beim Terminator aussieht. Dann hier der linke Arm, der mechanisiert ist und die Bauchdecke, wo unten drunter Metallplatte sind. Das ist geil. Ja, nicht nur wählen gehen, sondern auch hier Like und Abo dolossen, ne? Das ist viel wichtiger. Boah, Mann. Die Haare sind ja geil. Nicht schlecht. Das hat was. Falls es sich interessiert, im PSN Store gibt es jetzt Avatare zu Layers of Fear. Okay, inwiefern Avatare? Das hat was. Ja, die ist doch auch ganz hübsch. Schickes Bild. Das gefällt mir. Das gefällt mir schon ganz gut. Oh, dreckiger Spiegel. Ist du unseren wahnsinnigen Künstler, unseren Max Mustermann wieder daran beteiligt gewesen, dass ich mich hier nicht sehen kann? Okay. Jetzt fängt's mit der etwas gewaltigeren Musik an. Ach, diese blauen Viecher mit den Schwänzen. Wenn der Yankee ist, sicher links oder grün. Nee, weder noch. Tatsächlich weder noch. Ah, okay. Benutzerbilder. Cool. Da könnte ich auf jeden Fall mal reingucken in den PSN Store. Das klingt auf jeden Fall sehr cool.
Gibt es dann so Avatar-Pakete oder sowas? Das würde mich mal interessieren. Oh, 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 das kennen wir doch noch aus Layers of 4. Die Pfeifehalter. Ich glaube, das ist gerade an der Schreibtisch erinnert mich auch so ein bisschen ans Arbeitszimmer. Das erinnert mich gerade einfach so sehr an Layers of 4 hier. Das ist ein sehr, sehr geiler Seitehieb. Und nee, AfD, NPD und so ein anderer Rotz mache ich überhaupt nicht. Also, diese ganze rechte, diese ganze linke Partei, nee, vergiss es. Ich bin doch für Demokratie. Und ich bin auch kein Reichsbürger. Gleich kommt's, oh Gott, ja, gleich kommt bestimmt der Ultraschock. Aber das ist doch auch, Cifrino, war das nicht auch die Marke von dem Typ aus Layers of 4, was der geraucht hat? Wut oder Wut? Das wundert mich jetzt aber, jetzt willst du es wissen. Yankee wählt die Grauen Panther. Politik. Genau das. Also ein bisschen mehr darauf konzentriere jetzt. Und Abo und Like da lassen. So, was haben wir dann hier noch? Cifrino. Also ich bin mal sehr sicher, dass das die Marke von dem Typ aus Layers of 4 war. Und wir tragen jetzt irgendwelche Knechte-Klamotte, glaube ich. Mit unserer lustigen Marke. Also das ist nämlich das Zeug, was man in dem Mietshaus getragen hat. Das sieht eher noch einer Tunika aus. Oder einem Hemd und eine Tunika drüber oder Weste drüber über der Tunika. 101 Abos. Vielen Dank, 101. Ja. Gut, jetzt hast du Sympathiepunkte. Wofür? Wofür habe ich dann Sympathiepunkte? Oder dafür, dass der wie ein Knecht hier rumrennt? Was haben Sie da, my Lord? Nichts, jedet weiter das Rübenfeld. Einer der Avatare ist das haarige Baby. Wow, das war so ekelhaft, das war so verstörend. Ja, ja, die Luft hier oben bei 101 Abos. Erinnere mich nochmal an den Satz, wenn es 10.000 Abos sind, dann können wir so allmählich über Erfolg sprechen. Alter Falter. Aber die Musik ist auch geil, ohne Scheiß. Apropos blaue Avatare und so. Mache ich. Die Rattenfrau ist auch dabei. Das war so creepy. Apropos blaue Avatare und so. Der ist auch irgendwie verstörend, der Knecht hier. Ein Tiger hinter. Schwäne. Die sind auf einer Blumenwiese. Achso, weil du nicht AfD wählst. Ja, wer wählt dann? Ach so, Leute, das ist mal ohne Witz. Ein arm Mägdelein, das sich keine Kleidung leisten kann und sich deswegen mit Blume bedeckt, mit barocken Formen. Und der Hansel, der Hotto, der Appel dabei. Okay. Entschuldigung, ich kann mich wirklich noch für jeden Erkältungshuster entschuldigen. Einige werden das schon wählen, leider. Ja, leider. Hey, Glatzköpfe, ich bin... Hallo? Ich hab selber Glatze? Was war das? Hilfe! Hör auf, jetzt ist die gute Musik weg. Und ich werde es, wie gesagt, nicht so verallgemeinern mit Glatzköpfe. So nebenbei, wie gesagt, ich habe auch einen Glatz und wähle so einen Scheiß nicht. Oh, jetzt sind wir eingesperrt. Reizend. Jetzt lass den Scheiß doch mal ruhen. Eben drum. Genau so sieht's aus. Ich habe schon gewählt, ich habe meine Briefwahl schon hinter mir, deswegen ist mir absolut egal jetzt. So. Wie sieht's dann im Spiegel aus? Im Spiegel kann ich mich nicht sehen, das ist schade. Und hier kann ich wieder an mir runter gucken, ja, und ich bin immer noch in so einem, in einer Mischung aus viktorianischer Arbeitskleidung und meinem lustige Polizeiausweis in Plastik. Sehr geiler Kontrast, wie ich finde. Und in dem Atelier hier, das wäre jetzt so gruselig, wenn ich hier was zeichnen könnte oder was malen könnte, wie der Künstler bei Layers of 4, dass dann dort so ein Ding entsteht und was sich dann so transformiert vor der eigenen Auge. Das fand ich immer so geil, wenn das Magnum Opus von ihm sich dann immer so weiterentwickelt hat, wenn man mit der entsprechenden Zutate kam. Sehr geil. Also Layers of 4, definitiv, wer es noch nicht kennt, spielt's unbedingt.
Und wenn ihr es als Let's Play gucken wollt, ich habe es natürlich Let's Played. So, da hinten sind auch noch Bilder. Die mag ich mal auch noch angucken. Ah, das war wieder das, was du am Anfang war, bevor ich von der Wohnung dann hier in den Flur gekommen bin. Das ist von einer Sektion. Ich glaube, da ist jemand verstorben, der wird seziert. Beziehungsweise, ja, der wird vor Studenten Leichenschau betrieben. Und ja, Layers of Fear war wirklich mega. Allein schon diese Klaviermusik, dieses da dam dam da 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 dam dam. Ich habe jedes Mal so eine dicke Gänsehaut gekriegt, ohne Scheiß. So ein geiles Klavierlied. Und ja, subtile Eigenwerbung ist erlaubt auf meinem eigenen Kanal, ne? Und statt aus dieser Leiche für die Studenten ein Mensch zu machen, ist es wieder so ein halb mechanisierter. Sehr, sehr geil, wie die hier mit alte Kunstwerke spielen und die moderne einbringen. Sehr, sehr geil. Also diese kleine, subtile Details hier, die gefallen mir sehr gut. Will jetzt gleich mal essen. Komm aber wieder. Alles klar, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Was gibt's dann Gutes? Oh, oh, das sieht ja auch böse aus. Geht nicht. Achso, geh nicht. Wow. Das sieht man noch im... Ach, das ist aus der göttlichen Komödie. Da kommt gleich was Wichtiges. Okay. Und zum Thema Werbung, wen es interessiert. Yankees auf der Comic-Con in Karlsruhe dieses Jahr. Vielleicht sieht man sich ja dort. Ja, stimmt, genau. Genau. Ich warte noch. Okay, das ist aus der göttlichen Komödie ein Kupferstich, der dann später entstand. Dante hier rechts im Bild mit seinem Führer, dem römischen Dichter Vergil, gehen durch die Hölle, durchs Inferno. Und dort treffen sie diverse Sagegestalter aus griechisch-römischer Mythologie, aber auch reale historische Persönlichkeiten. Nee, ich habe noch keinen eigenen Standort. Und ja, ich weiß nicht mehr, welcher Unhold das ist, den sie hier treffen. Go Yankee, go Yankee. Ja, aber das ist definitiv eine Szene aus der göttliche Komödie. Mit auf pelzig Shirts. Also, ich bin schon stark am Überlegen, ob ich mir tatsächlich ein eigenes mit meinem Logo, mit dem Totekopf in der Leverwurst, mit der Zwie-Riesling-Flasche hinten dran, ob ich mir das nicht wirklich als Logo-T-Shirt drucken lasse. Tu Dinge. Ja, ich weiß sie. Mathilda will ja essen gehen, Entschuldigung. Das kennen wir schon. Ja. Das kennen wir schon, das Bild. Also, super geil hier, die Bilder. Es ist auch ein sehr, sehr geiler Vermerk auf Layers of Fear. Definitiv. Sau gut. Die haben hier schöne Eigenwerbung hier betrieben. Gefällt mir einfach richtig gut, was die hier machen. Ach ja. Was für Dinge soll ich dann tun? Drucken lassen? Ja, musst du dir stechen lassen, okay. Ja, ich lasse mal immer Hauteistecher und Eiritzer. Wo muss ich dann machen? Wo? Achso, ja, das Radio, aber wo? Achso, du aber. Okay, du aber ist was. Sorry, das erscheint nur in bestimmte Winkel. Dinge tun ist immer gut. Ja, wie der Typ bei Land of the Dead. Ich bin hier, um was zu tun. Wie war das? Ich bin hier, um Dinge zu tun. Warum stehen wir hier? Tun wir etwas? Oh, wie bei dem Grammophon bei Layers of Fear. Oh, Eva hat auch der Controller vibriert. Okay. Apropos bezüglich der ganzen Werbethemen, darf ich deinen Kanal rechts als Empfehlung auf meinen... Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Es wäre mir Ehre. Vielen Dank, Scorpion. Es wäre mir definitive Ehre. Ja, geiler Sessel. So ein Spinnensessel, den braucht man auf jeden Fall. Wie schaut's aus? Ist das nochmal zu hören? Nee. Boah. Ich finde so statisches Rausche mit so Andeutungen von einem Radiosender total gruselig.
Ja, ja, Spider-Sessel. Why specialize in augmentation? To go beyond our limits. To realize our true potential. To usher in a new era. Oh, oh. Big words. Some would say it's all about improving the patient's quality of life. We need to think bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind. Okay. Step towards that goal. By subject, do you mean patient? What else would I mean? Or were you being clever about my alleged lack of empathy? Alter. Und ja klar, Leute vorher Frocher, aber vielen Dank, das hätte schon auch so machen dürfen. Das ist sehr freundlich von dir. Krasser Scheiß. Boah, Mann. Aber geil in Szene gesetzt. Geil. Okay, weiter geht's. Bleibt das? Das bleibt tatsächlich. Ich bin immer gespannt, was der Typ dann im richtigen Leben da gefunden hat. Und ob der auch langsam wahnsinnig wird, der Alter. Den schlag ich tot, das dumme Arschloch. Alter. Wow. Bäh. Bäh. Gänsehaut. Ich bin dann mal weg. Viel Spaß euch noch und denkt dran, 4.11. bis 5.11. Comic-Con in Karlsruhe. Trefft die Enki und ruppelt ihm mal über die Glatze. Ja, das kostet aber dann Geld. Ich bin ja kein Zirkusfreak, also bitte mich nicht so abwerfen. Oder beschreibe. Okay, weiter geht's. Okay, du geht's mir weiter in die Richtung. Bis morgen, jawohl. Mach's gut, Kai, und viel Erfolg für die Arbeit. Ja. Magie. Ich zahle. Okay, dann ist mal der gegrillte Werstler. Gute Appetit. So, und? Haben wir noch was? Hopp. Oh, da kommt wieder was. Sind schon da. Okay. Na dann, ein guter Appetit. Mir kommt mein Essen gleich hoch. Ja, uff. Lass mich in Friede, du ekliger Sessel. Uiuiuiuiui. Hoffentlich die Leberwurst, ja, genau. Oh, Entschuldigung. Oh Mann, das ist so ekelhaft, wenn man verrotzt ist. Und was kommt noch? Da ist wieder was. Hold it steady, goddammit. Nett. Was geschieht mit diesem Mann? Und warum darf ich nicht mitmachen? Okay. Naja, nennen wir es mal Mann, was da liegt. Igitt. Okay, nichts besonders Interessantes. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich da so verrotzt bin. Es tut mir echt leid. Aber... Ach, wir können das jetzt vorspulen als Szene. Wie geil ist dann das? Also stilistisch ist das definitiv echt genial. Alter, wie geil ist dann das bitte? Check it out right now. Bis nachher. Ja, bis nachher. Alter, wie geil ist dann das? Ja, wäre die Leberwurst von Yankee mit seinem Logo drauf, genau. Ist das die Helena? Alter. What the hell did you do to my wife? It's not my fault. Oh doch, das ist bestimmt deine Schuld, du mieser Typ. Okay. Ach du Scheiße.
Na gut, dann sammeln wir das Ding wieder auf. Und klotz. They will know my name. War das gerade die Stimme von Daniel Lasarski, von unserem Haupttyp? Oh, was bist denn du für einer? Oh oh. Potenziell gefährlich. Ach du Scheiße. Oh. Nee, der Stecker muss bei dem rein. Okay. Das Radio ist wohl jetzt irgendwie nützlich. Und ja, Lever war schon beim Logo drauf. Das sieht mich sehr früher. Platsch. Herzlichen Glückwunsch. Was haben Sie da, my Lord? Ah, okay. Bäh. Das fliegt doch rüber. Und jetzt? Tissue inflammation. It's rejecting the implant. Ja, erinnert ein bisschen an Avatar, die Musik, das stimmt. Alter Falter. Und jetzt erinnert es wieder an Layers of 4. Also grandioser Überblende zwischen den Spieler. Schade, dass Avatar Filmprojekt in den Bach runterging, ja. Oh, oh, oh. Mann. Du hast wieder der Stromschalter. Dann kann ich wieder aufnehmen. Von welchem Avatar reden wir? So? Ja. Upsala. Sind wir jetzt gerade in der Realität oder immer noch in der Vertreterwelt? Ja. Krasser Scheiß. Also ich glaube mal eher, du Mensch den Anime-Avatar mit der bändiger, erdbändiger, wasserbändiger und so weiter und so fort. Also der Leverwurst-Avatar, genau. Boah, Scheiße. Ich habe gewusst, dass sowas passieren wird. Und, wie schaut's aus? Oh je. Dabei habe ich mich doch mit niemandem synchronisiert. Und trotzdem so eine Scheiße hier. Ja, der Anime ist definitiv cool. Ja, da ist doch das, was ich will. Uah. Nein! Nein, was bist denn du für einer? The Wolfman? Alter! Ja, gab's einen Film, der aber nichts mit Cypher-Avatar zu tun hat. Genau. Scheiße. Ah, er hat sich wohl doch mit jemandem synchronisiert. Aber davor habe ich im Spiel nichts mitgekriegt. Ja, Eva. Und der Typ ist jetzt auch hinüber. Der synchronisiert sich ständig verbotenerweise mit Toter. Legende von Aang, richtig, so hieß das. Ja, ein Werwolf, ein mechanisierte Werwolf. Und ja, die Verfilmung war echt mies. Okay. This blood doesn't match the victim's. Calibrated trace. Calibrating now. Ha. Und? Was kommt raus? Calibration complete. Trace established. Bingo. Oh je, jetzt fusselt's wieder gewaltig. Das heißt, ich brauche wieder einen Schuss. Ja, der Film zum Anime war richtig schlecht, was sehr traurig war. Allerdings nicht schlimmer als der Dragon Ball Verfilmung. Oh Gott. Oder He-Man, die Verfilmung mit dem Dolph Lundgren. Ach, sehr toll.
Okay, du ist dieses Bild tatsächlich. Also das hat es tatsächlich in der Wohnung gegeben. So, was hat er dann hier? Filterungsimplantat. Dann, was hat er hier? Jack Carnas. Bürgerklasse C. 2039 geboren. Geschlecht AI. Beruf nicht zutreffend. Professionelle Nachlässigkeit. Zivilgesuch. Okay, verstorben ist er. Vor 28 Minuten. Das heißt, er hat sich wieder mit dem Tode synchronisiert. Filterungsimplantat. Okay. Eine Augenprothese hat er noch gehabt. Und eine Beinprothese. Okay. Zum Glück war Ghost in the Shell nicht auch so schlecht. Du muss ich gestehen, kenne ich der Anime nicht. Ja, du kenne ich tatsächlich der Anime nicht wirklich. Ghost in the Shell. Und die Realverfilmung habe ich auch nicht gesehen, muss ich auch gestehen. Das ging doch etwas an mir vorbei. Risswunde hat er wieder. Noch eine Risswunde. Noch hier überall Risswunde, überall Blut. Und nee, sonst nichts weiteres mehr. Da ist das, was wir gehabt haben. Shame. Nee, nicht Shame, definitiv nicht. Da gibt's mehr. Da gibt's andere Dinge, wegen denen was ich schämen sollte. Aber nicht so Zeug, was Mainstream ausgeschlachtet wird. Ach ja. Nö, kein Shame, nach wie vor nicht. Ich fühle mich da in keinster Weise schuldig, um ehrlich zu sein. So, da haben wir nix. Da ein paar Kaffeetasse, okay, warum auch nicht. Roter Kochtopf. Da ist wieder so Bild drin, wieder so Sammelbild. Oh, der sieht ja sehr toll aus. Ich habe es auch nicht gesehen, ja. Ja, Entschuldigung, das ist kein Mainstream. Ja. Wenn alle Leute immer sagen, du musst dir Cell und jenes angucken, dann mache ich normalerweise, nö, muss ich nicht. Und dann schalte ich auf stur. Und das habe ich so oft gesagt gekriegt, dass ich mal wirklich nicht angeguckt habe. Hier wieder irgend so ein C-Klasse-Bürger, der aussieht, als wäre er gerade total auf Droge. Und wie gesagt, nee, bei Ghost in the Shell habe ich definitiv kein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht gesehen habe. Nanophage and I, das sieht nach wie vor genauso verranzt aus wie vorher. Und das Buch sieht genauso olver aus. Also interessant, dass es hier tatsächlich drin war. Krass. Vielleicht mal öfters in dunkle Ecke leuchte, dass ich wieder irgendwas verpasse. Okay. Ja, die Wohnung ist schon recht groß, muss ich sagen. Ne? Kommt mal hier rein. Ah, da ist nochmal Blut, ja. Mit der abnormen genetischen Struktur. Da ist sein Plattespieler. Sehr flache Einstellungen, wenn man einen Tipp bekommt. Nee, das hat nichts mit Tipp zu tun. Das hat was damit zu tun, wenn Leute mir sagen, du musst dir was angucken. Und bei dem Wort muss ist bei mir schon auf stur geschaltet. Ich hasse das, wenn mir Leute sagen, ich muss irgendwas machen. Deswegen, ich entscheide es immer noch selber. Wenn mir jemand erklärt, worum es grob geht und das interessant für mich klingt, dann gucke ich mir das auch an. Aber nicht, du musst dir das und das angucken. Ja, das Genre ist eigentlich schon meins, wirklich. Aber ja, es ging halt einfach total an mir vorbei. Wenn es vielleicht mal irgendwann im Free TV läuft, gucke ich mir das vielleicht an. Aber jo, gibt's wichtigere Filme für mich als sowas. Und ich gehe ach lang nicht mehr auf Verdacht in irgendwelche Filme rein, sondern nur auf die, auf die ich mich auch tatsächlich gefreut habe und die ich auch wirklich angucken mag. Harsh pills. Aha. Not really trendy out here. Okay. Wieder Pille. Mal ganz im Ernst, ich gucke mir halt auch wirklich nur ein paar Filme raus und die gucke ich mir dann im Jahr danach an. Ich gehe nämlich auf Verdacht ins Kino. Dafür ist mir das mittlerweile zu teuer war. Ich kenne den Anime auch nur grob, aber der Film war trotzdem gut. Okay. Na, es gibt ja dann bestimmt so so Anime-Freaks, die dann sagen, nee, das geht gar nicht, das war absoluter Scheiß. Und hier finde ich aber sehr viel Synchro-Szenen. Scene selected. Das finde ich sehr gut. Jede Menge Synchro-Szenen für uns. Hervorragend. Vorrat ist erstmal wieder gestillt.
Ich habe gedacht, er hat Botox in der Dose. Mann. Okay, zumindest mal jemand, der frisches Zeug hier isst. Gute Apple. Wir wollen die Leute immer Attack on Titan andrehen. Ja, das kann ich getrost lachend abweisen. Das klingt schon, als wäre es ziemlicher Scheißdreck. Ganz ehrlich zu sein. Okay, nee, da ist nix. Aha. Ein Esculap-Stab. Sehr schön. Ich gehe häufig ins Kino. So ziemlich bei jedem Superheldenfilm. Ah, nee. Diese Marvel- und DC-Sache, das ist auch überhaupt nicht meins. Diese Superhelden-Dinger. Ich mag keine Superheldenfilme außer Batman, muss ich gestehen. Naja, wenn dir Menschen du musst sagen, dann sind sie wahrscheinlich einfach nur sehr begeistert. Ja, trotzdem. Du sperrt sich bei mir alles. Und ich sag das den Leuten auch immer, dass es mit du musst bei mir kein Weiterkommen gibt. Blaue Strähne von dem einen Nebencharakter war 3 mm zu kurz. Der Film ist scheiße. Richtig, ja. Ja, so Leute gibt's echt. So Leute gibt's auf der Welt. Kommt der schwangere Frau zum Bäcker und sagt, ich kriege Brot. Sagt der Bäcker, sagt der Bäcker, Sache gibt's. Ach ja, Sache gibt's, die gibt's gar nicht. Aber solche Leute, die gibt's immer wieder. Nein, die Weste hat normalerweise nur 3 Knöpfe und nicht 4. He had put his hand on mine with a cheerful look, wherefrom I took courage. He brought me within to the secret things. I met someone today, a most welcome new arrival to this hellish place. A kindred spirit, a fellow outcast, and a pioneer in his field, shunned by the primitive minds incapable of recognizing true greatness. I have decided to aid this young man with his scientific endeavors. I believe he is onto something truly spectacular. Okay, also ich habe jetzt erstmal drauf gehört, was der Typ du gerade erzählt auf seiner Audioaufzeichnung. Und ja, bei Du musst Dark Souls spielen, da habe ich auch schon wirklich auf stur geschaltet. Ich habe mir erst gar nicht angeguckt, was es ist. Wo man einfach machen sollte. Ich fühle mich nun schlecht. Ah was, das hast du nicht wissen können. Hast du nicht wissen können. Surgeon's license revoked. Tja. But that didn't stop him, did it? Na toll, der hat mal eine Chirurgenlizenz gehabt und hat trotzdem weiter geschnippelt. Nett. Jetzt das Böse nehmen, aber Dark Souls ist sowieso nichts für Yankee. Das Spiel ist doch höllisch schwer. Ja, gegen so höllisch schwere Dinger habe ich definitiv was. Und ich würde wahrscheinlich viel und lang und laut rumkreischen, wenn es nichts wird. Ich bin dann ziemlich schnell sehr zornig. Okay, die Mails zuerst. Antwort Wiedereinsetzung. Entschuldigung. Ich mag nur nicht Nasputzen während dem Stream. Jack, ich habe dich immer als guten Freund und Mentor betrachtet. Auch wenn deine Lehrmethoden manchmal etwas herb sind, bin ich durch sie zum besseren Chirurgen geworden. Genau das will man doch sehen. Ja, genau. Dass ich ausflipp. Ich glaube, 2-mal oder so ist es passiert, dass ich so ausgeflippt bin. Aber das war noch alles sehr harmlos. Wenn ich wirklich ausflippe, dann fange ich an zu kreischen und richtig heftig zu beleidigen. Ich glaube, das wollt ihr nicht hören. Bloodborne versucht, aber nach 10 bis 20 Versuchen beim ersten Boss habe ich es abgebrochen und wieder verkauft. Oh Gott. Ich möchte dir nun den gleichen Gefallen erweisen und ganz ehrlich sein, du hältst auf gar keinen Fall deine Lizenz zurück. Die Anschuldigungen des Rats sind einfach zu schwerwiegend. Ich habe meinen ganzen Einfluss geltend gemacht und ein Gesuch eingereicht, aber sie geben einfach nicht nach. Selbst nach dieser Zeit bist du immer noch ein Aussätziger. Und die Familie des Patienten hilft auch nicht. Meine Güte, Jack, was hast du dir nur dabei gedacht, einen ungetesteten Prototyp in einen Patienten der Klasse A einzusetzen? Und wozu? Selbst wenn es funktioniert hätte, wäre der Missbrauch vorgeworfen worden. Was auch immer deine Gründe waren, ich befürchte, du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Mit freundlichen Grüßen, Herbert. Okay, geht nicht um Schwierigkeit, sondern um gutes Design. Recht kommt von ganz allein.
Wobei ich mir gestört hat, dass bei jedem Versuch 5 bis 10 Mal hier laufen musst, ja. Das finde ich auch immer schrecklich, wenn man einen Boss zigmal macht, dass man dann immer den Weg noch mitnehmen muss. Bäh, das ist ätzend. Das hast du alles verdient. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht sie erreicht, aber ich hoffe es sehr. Es hat etwas gedauert, ihre aktuelle Adresse herauszufinden. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ihre Taten haben mein Leben verändert. Genauer gesagt, sie haben es in einen Albtraum verwandelt. Also möchte ich diese Gelegenheit nutzen, ihnen meine Wertschätzung auszudrücken. Vor knapp 2 Jahren hatte ich die einzige Frau, die ich je geliebt habe, die zweifelhafte Ehre, sich in ihrer Pflege zu befinden. Und auch wenn sie nicht genesen ist und nicht genesen wird, so hat ihr derzeitiger Arzt, ein echter Arzt, einen Weg gefunden, ihr das Leben halbwegs erträglich zu machen. Dazu hat er eine Magensonde gelegt, wo sich ihr Hals befand. Sie hatte eine wunderschöne Stimme, falls sie das überhaupt interessiert. Ich habe gelernt, dass Soziopathen sich nicht um das Elend anderer scheren, auch wenn sie es verursacht haben. So, jetzt wieder zu euch. Wobei mich ja mir... So, jetzt bin ich auch dabei. Hi André! An der Stelle nochmal Gruß an dich. Sehr großer, netter, lieber und langer Gruß an dich. Ich habe noch nie jemand etwas Böses gewünscht, aber wenn ich die leere, verkrüppelte Hülle dessen sehe, was einst meine Frau war, kommen mir Gedanken und Gefühle, die ich nie für möglich gehalten habe. Ich habe dieser Nachricht ein Foto angehängt. Ich möchte, dass Sie sich lange und genau ansehen und wissen, was Sie getan haben. Ich möchte, dass es für Sie den Rest Ihres Lebens verfolgt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie ein Metzger sind, ein Quacksalber, ein herzloser, leerer Nichtsnutz. Ich weiß nicht, in welchem Höllenloch Sie sich verkrochen haben, aber ich hoffe, Sie verrecken darin und rotten danach in der Hölle. Scheiße. Okay, die Frau ist zum Glück nicht grässlich entstellt, aber schon wirklich ziemlich kaputt. Gemüse wahrscheinlich, ne? Da ist das wieder. Ich glaube eigentlich nicht, dass der Yankee das nicht könnte. Wird immer von Leuten als schwer betrachtet, die keine klassischen RPGs kennen. Okay. Hey, ich bin sicher, man sieht es unter der Haut. Das Ding juckt wie Hölle und es wird schmuddelig, wenn ich es anfasse. Du musst was tun. So kann ich nicht zur Arbeit gehen. Melde dich, sobald du diese Nachricht bekommst. HN. Das ist die Helena, ne? Komplikation. Ich mache mir Sorgen um den Kurier. Sie kommt mit dem Stress nicht gut klar. Sie ist irrational und neigt zur Hysterie. Ich kann mich auf meine unfehlbare Software und eine Hardware verlassen, aber die menschliche Komponente ist, wie immer, das schwächste Glied. Ich frage mich, was riskanter ist, einen Dritten hinzuzuziehen oder so weiterzumachen wie bisher. Könnte Amir sein, unser toter Typ aus dem Stockwerk drunter. Ja, der Jack ist doch kein schlechter Heiler. Er ist mehr ein schlechter. Genau. PS, danke für das Gemälde. Ich hänge es gleich auf. Ich habe auch schon den perfekten Platz. Okay, das waren die Mails. Chiron Search. Da ist nichts zu machen. Dokumente haben wir nix. Keine Spinnen? Schade. Ich habe echt fest damit gerechnet, dass hier Spider, Fire and Sword und so weiter kommt. Schade. Echt nicht? Sicher? Aber Benutzer. Nee. Keine Daten. Frechheit. Es gibt anscheinend doch noch Menschen auf der Welt, die das Spiel nicht haben. Diese verdammten Spinnen schon wieder, genau. Aber anscheinend nicht hier in der Wohnung. Okay. Credit Chips, nicht registriert natürlich. Ach die Scheiße. Okay. Ich glaube, jetzt dürfte ich auch alles untersucht habe. Hier die Schränke habe ich. Hier habe ich auch alles soweit. Oh Mann. Okay, weiter geht's. So. Die Mucke können wir ruhig laufen lassen, damit die Leiche ein bisschen Gesellschaft hat. Und ansonsten, ich glaube, das war's wirklich. Da lässt sich nichts drauf spielen. Okay. Na gut. Dark Souls war seit den Super Nintendo Spielen für mich ein lang erhoffter Traum. Ich könnte nicht mehr ohne. Och Gott. Was so schön die Liebeserklärung für das Spiel. Aber interessant, dass man... Ups.
Das ging jetzt automatisch zu. Okay. Fallprotokoll aktualisiert. Jetzt kommen wir hier nicht mehr rein. 906? Hä? Das stimmt was nicht. 906 stimmt dann. Das war die 210. Hier stimmt was nicht. Hier kommen wir auch nicht durch. Hier haben wir alles in dieser Fischperspektive. Haben wir uns wieder mit irgendjemand synchronisiert? Synchronisierst du dich ständig mit Leiche, Danny Boy? Okay, scheiße. Jetzt sind wir wieder in irgendeiner Horrorwelt drin. Kratzspure. Und? Ja, Blut. Da komme ich aber auch nicht durch. Oh, bitte kein Jumpscare. Entschuldigung. Da fuck, was da fuck? Musst du spezifizieren. Was ist noch real? Richtig, jetzt fängt das an, dass man sich denkt, was ist hier eigentlich noch real? Hotel Dieu, Kapselfächer. Himmlisch für die ganze Familie. Ja, wie in Tokio. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Scheiße. Also in die Wohnung geht's nicht mehr. Das ist die 906 statt die 210 plötzlich. Und er speichert auch andauernd, aber... Ah, da geht's weiter, okay. Ich wollte damit nur mehr sagen als dieses Du musst. Okay, kam an. Kam definitiv an. Ich mag das auch, wenn Leute von Spielen begeistert sind, definitiv. Ich habe hier selber so mal Spiele, von denen ich schwärmen könnt. Ach was, musst doch nichts gut machen. Kein Thema. Synchronisierst du dich doch mit Leichen, Danny Boy. Ja, ja, sorry, aber es ist doch wirklich so. Synchronisierst du dich wieder mit Leichen, Danny Boy? Das ist doch stark auffällig, dass der Typ irgendwie jetzt so ziemliche Druffi ist. Und dass man die ganze Zeit in so einer fast Leiche-Synchronisation drin sind. Davon habe ich sehr viele. Ja, es gibt auch sehr viele schöne Spiele, definitiv. Kann ich nur vollziehen. So. Ja, nennen wir es mal Leichen. Nennen wir es mal Leiche, was dort unterwegs ist. Oder was da rumliegt. Okay. Aber es ist schon auffällig, dass der sich hier ständig nur mit kaputte, sterbende und Tote synchronisiert hat. Gehypte Spiele. Ja. Gibt's mehr als genug. Oh, das Wölfel ist wieder da. Wölfeli, Dölfeli, schnell weg hier. Ich will nicht vom Wölfel gefressen werden. Okay, jetzt sind wir wieder in der Realwelt, oder? Ja, jetzt speichert's auch wieder. Jetzt sind wir wieder im richtigen Dreck. Okay. Krasser Scheiß. Kann man Spiele via PS3 Network Shop anderen schenken? Das kann ich dir echt nicht beantworten. Höchstens, wenn du meinen PSN-Name kennst, dass du mir dann so was schicken kannst. Das könnte sein. Und ich verfolgte Wolf. Ja, ich glaube eher, dass der mich verfolgt. Also höchstens über PSN-Konto, dass man sowas schenken könnte. Aber ich weiß es nicht. Bin mir echt nicht sicher. Oh, mein Nas ist wieder zu. Scheiße. Okay. Ja, genau. Kostet nur 20 Slotty, das Ding. Oh, Entschuldigung, ihr liebe Leute, ich muss mal nur einen Schluck Wasser nehmen. Ja, der Bildschirm pulsiert. Das hätte ich auch gern. Das hätte ich auch gern bei mir zu Hause. So sieht mein Kloschüssel danach aus später. Vor allem sind da noch die Bierflasche drin in einem Trümmer. Auch nicht verkehrt. Och nö. Nö. Na toll. So macht es doch Spaß wieder. Da. Ich liebe es. Dark Souls ist kein Hype. Philosophie und Kunst. Okay. Ach du Scheiße. Es ist alles furchtbar. Ich bleib lieber in der Perspektive, du, es ist nicht allzu schrecklich. Ups. Ich kann doch durch.
This is absolutely not creepy. You're not gonna shit your pants. Okay, das sieht noch einigermaßen was stabil aus. Einigermaßen stabil aus. Ich wäre natürlich alles cool. Okay, was haben wir dann hier? Okay. Stichwort gehypte Spiele. Was sind deine, gern auch an die Gruppe Top 3 Lieblingsspiele aller Zeiten? Das ist unglaublich schwierig, aber eins weiß ich ganz sicher, Baldur's Gate 2 Schatten von Am. Das spielt auf jeden Fall in der Top 3 mit. Zelda Ocarina of Time ist auch so ein Evergreen, der immer geht. Und ansonsten The Last of Us würde ich noch sagen. Das ist eins der allerbesten Spiele. Ich habe dort sehr viel Emotionen erfahre und sehr viel Gänsehautmomente. Also The Last of Us gehört bestimmt mit dazu. Zelda Ocarina of Time und Baldur's Gate 2 Schatten von Am. Ich denke, das sind so die 3 Spiele, die ich absolut genial finde, die ich lieb ohne Ende. Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Nichts mehr. Okay, in der Sicht ist wenigstens konstant hell. Nintendo-Spiel ist ja keins dabei. Baldur's Gate 2 ist PlayStation, ist PC. Ocarina of Time ist Nintendo 64 und The Last of Us ist PlayStation. Bioshock, Songbird und The Evil Within. Okay. Aber Terranigma, ja, Zelda ist Nintendo 64, ne? Super Nintendo. Achso, du hast einfach ein generell Nintendo-Spiel. Okay, sorry. Ja, ich habe Super Nintendo-Spiel gelesen. Sorry. Es liegt aber daran, dass ich ab und zu wässrige Haare habe und dann sehe ich nicht so viel von neben. Dark Souls, Final Fantasy VII und Chrono Trigger. Okay. Also Final Fantasy VII ist auf jeden Fall auch ein Meilenstein. Da gebe ich auf jeden Fall recht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber es wird eher zu der Top 5 gehören, inklusive Terranigma. Terranigma und Final Fantasy VII. Das wäre dann so Rang 4 und 5. Hier geht's dann weiter. Da ist was. Okay. Alter, diese Bilder. Wölfelpölfel. Hallo. Geht wieder nur in den Keller runter. Wie der Homer bei The Simpsons, wo er zum U2-Konzert geht, wegen der Wahl zum Müllreferent, wo er dann einfach zum Backstage-Bereich geht, mit seiner Batschkappe, mit seiner Weste und mit so einem Sack auf dem Rücken. Ich bring die Kartoffeln. Wo haben sie denn so lange gesteckt? Oh Mann, wenn ich jetzt am liebsten sage, ich bring die Kartoffeln. Scheiße. Im Original ist auch witzig, wenn er hergeht. Potato Guy. Ach Mann. Oh Mann. Nein. Jetzt schon wieder Keller. Entschuldigt, es war eine lange, harte Woche auf Ausgrabung und es war wenig Schlaf. Ich bin etwas müde, Entschuldigung. Wenn du Chrono Trigger Let's Plays, da freue ich mich mega drauf. Ja, das mache ich noch. Secret of Mana, das habe ich dir versprochen. Und noch Secret of Mana mache ich definitiv Chrono Trigger. Das war Versprechen und das halte ich auch. Abgemacht. Okay. Ja, hello Keller, my old friend. Your busy day is at an end. Your inhabitants are sad and boring. Ignoring. Scheiße, da ist es wieder. Ich mag Top-Listen, aber meine Spiele sind so extrem anders als eure. Okay, das sag doch. Sag an. Ich war mir jetzt ziemlich sicher, was du gehabt hast. Zum Glück nicht die bösen Worte, ja. Zimmer 666, das ist natürlich wieder sehr ermutigend.
Kann ich doch Ei? Ich bring die Kartoffeln. Hallo? Potato Guy. Zack, zack, zack. Ufmacher. Ich will wissen, ob du wirklich das Biest wohnt. Harte Woche. Raus mit dir und jeder das Rübenfeld, genau. Was habt ihr da, Milad? Großartig. Diese Knechtwitze auf Ausgrabungen, das ist immer das Beste. Ach ja. Aber nee, es war echt wieder eine üble Woche. Oh, was kommt da? War wieder sehr hart die Arbeitswoche. Und ich freue mich echt darauf, morgen mal ausschlafen zu können. Auch ich habe da etwas Schwierigkeiten, da ich zu viel mag, aber mal spontan. Hier gefällt's mir nicht. Ach du Scheiße, ja, hier gefällt's mir definitiv nicht, muss ich sagen. Das ist ekelhaft. Alone in the Dark. Gab's da nicht auch einen Film oder ein Spiel dazu, was Alone in the Dark hieß? Crash Bandicoot, Spyro, ein Tekken Tag Tournament. Ah, nicht schlecht. Crash Bandicoot fand ich früher ganz witzig. Ah, okay. Das ist nur das Licht, was hier weitergeht. Nur, du wärst ja ramdösig hier bei der Arsicht. Ich habe manchmal bei Spielen gut bis jetzt 2 diesen Moment, wo ich irrationale Obsession mit einem Charakter entwickle. Oh Gott, das klingt aber nicht so gesund. Genauso wenig wie das hier noch gesund aussieht. Ich glaube, unser Danny Boy wird echt wahnsinnig. Etwas viel Blut, alter Knabe. Ach du Scheiße. Eben Ruvik und der Songbird. Wer ist ein Songbird? Ach du Scheiße, Alter. Sieht aus, als gäbe es hier Waschzup. Hallo? Freundlicher Nachbar. Niemand da? Okay. Ja, das habe ich mitgekriegt, allerdings. Mit sehr verstörenden Bildern. Ach Gott. Das erinnert mich so ein bisschen an die Wurstsuppe vom Ackermanns Heinz aus The Evil Within. Top 10 Yankee Video wäre mal interessant. Ich weiß nicht, ich mag mich eher nur auf Spiele konzentrieren, um ehrlich zu sein, statt so Nebenbei-Zeug noch. Songbird wirst du noch in Bioshock kennenlernen. Ah, okay. Auch aus Bioshock Infinite. Okay, alles klar. Sorry, aber Infinite habe ich nicht mehr als Let's Play geguckt. Ich habe Bioshock nur 1 und 2 damals als Let's Play gesehen. Und das ist auch verdammt creepy hier. Mit diesen Darmschlingen und mit dem Ärmchen hier. Um The Reverend Lovejoy aus The Simpsons zu zitieren. Und mit flammenden Schwertern durchbohrten die Aramäer die Augen ihrer Mitmenschen und labten sich an dem, was hervorquoll. Ja, meine ich ja über deine Top 10 Spieler. Ja, nee. Ich mag solche ich habe fast so Sondervideos einfach keine Zeit, Leute. Wirklich nicht. Es reicht gerade, um meine 3 Let's Plays am Laufe zu halten und um dann noch Livestream zu machen. Von mir reicht es derzeit einfach nicht. Und jetzt muss ich noch das Israel-Video muss ich auch noch auf jeden Fall fertig kriegen. Und ich muss noch ein 100 Abonnenten-Spezialvideo machen. Okay, da haben wir wieder diese Gemälde aus dem Zimmer von dem wahnsinnigen Chirurg. So. Okay. Aber ich hoffe... Jetzt hat sich gerade mein Brill so ein bisschen verhakt. So. Ich hoffe, das Spiel kann weiterhin damit so überzeugen, dass eher die Umgebung gruselig ist und keine Jumpscares kommen. Wahrscheinlich sage ich das jetzt genau und dann kommt wahrscheinlich so ein fetter Jumpscare. Ey, der macht von sich aus schon die Bio-Sicht. Report DR3AT activity within the last 15 minutes. No activity detected. I don't get it. I'm not even plugged in. Am I Oh. fucking losing it? Krasser Scheiß. Was ist das hier? 1984 wieder, okay.
Er spielt so Dark Souls, damit will ich ausrasten sehen, genau. Ja, also es ist schon schwierig genug für die reine Let's Plays Zeit zu finden. Ich kann leider nicht für alles Zeit finden. Das ist halt das Problem. Und bestimmt nicht noch für so Top 10 Dinger. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Aber es ist interessant, wie sich das jetzt alles wieder vermischt mit den Aspekte aus der Wohnung von dem Metzger-Chirurg. Alter Falter. Also wirklich Hammer. Und was die Atmosphäre angeht, ist das Spiel der Hammer. Bronze geschmiedetes Gesetz, okay. Wenn er sich in all seiner Glorie in den Himmel erhebt, dann als ein Mahnmal für die gnadenlose Macht Gottes. Ach du liebe Zeit. Nett sieht's aus. Pimp My Apartment House. Sieht ein bisschen aus wie in The Evil Within. In der Fleischlandschaft zum Schluss. So, jetzt muss ich aber nochmal ein Glas Wasser nachschenken. Ich könnte gerade trinke, ohne Witz. So. Ach, sehr schön. Sorry, wenn ich da unterbreche, aber lieber nochmal einen Schluck trinke, als die ganze Zeit rumzuhusten. Deswegen, Bosch, Leute. Schon sehr viel besser. Es ist doch immer besser, wenn die Stimme geölt ist. So. Gedärme an der Fassade sind der neueste Schrei der Architektur. Ja, in dem Assi-Ghetto hier bestimmt. Das kann ich mal richtig gut vorstellen. So ist es wieder das Blut. Okay. Ich bin immer gespannt, ob das endet, wenn wir diese mechanische Kreatur da finden. Oder ob das dann gerade erst anfängt. Okay, weil da geht's bestimmt... Okay, da geht's auch irgendwo hier. Der optionale Tentakelstuhl. Da ist noch eine Frau. Kann ich aber nicht lesen, wer das ist. Vielleicht. Aha, das ist das Slaanesh-Zimmer. Entspannen Sie bei Tentakelgedärmen. Lecker, lecker. Lass mal zu mit dem Schampel hier. Geht. Und dann dort hier, wo wir eigentlich durch müssen. Jetzt war die Musik aufgehört. Zimmer 000. Und das Spiel speichert. Moment. Da kommen wir natürlich nicht durch, okay. Aber versucht habe, wollte ich es auf jeden Fall mal. Na gut, dann hack dich mal rein, Kumpel. So. Guck mal, was hier kriegt. Vielleicht noch eins, was ich rote muss. Ja. Ah, 2, die ich rote muss. Okay. Wie abrupt die Musik gestoppt hat. Ja, eben. Das war ach sehr auffällig. 84 vielleicht? Nee? Okay. Probieren wir mal 1, 1. Okay. 1, 2. 1, 3. 1, 4. Okay. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 1, 9. 1, 0. Okay, das auch nicht. Dann die Nuller. 0, 1. Hoppla. Sorry. 0, 2. This is gonna take a while. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Und 0, 4. Ja, bei 99 wäre schon dämlich. Und 6. 07. 08. 09. Jetzt machen wir mal 99. Nee. Ja doch, natürlich will ich das alles probieren. 2, 0. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 4. 5. 6. Wird halt ein bisschen dauern. 7. Und ich renne jetzt, ich habe jetzt an nirgendwo Hinweise gesehen.
Ja, dann holt er mal was zu essen, derweil. Das kann wirklich ein bisschen dauern. 0. Es ist einfach die sicherste Methode und es kostet einfach am wenigsten Zeit und Aufwand. Weil wenn ich jetzt so die ganze Zeit durch die Gegend renne, wie ein närrisch Hinkel und finde nichts, dann lande ich im Endeffekt sowieso da dabei, dass ich... Habe ich denn? Ja, okay. Lande ich sowieso wieder durch, dass ich dann wieder von vorne bis hinten durchprobieren muss. Insofern kann man doch genau so machen dann. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Ich bin ja mal gespannt, was es dann ist. 4, 7, 4, 8. Das finde ich dann immer sehr schön, wenn dann zum Schluss, wenn es zum Schluss dann doch irgendwie funktioniert. Wenn man dann der richtige Code eingibt, dann denkt man sich, ach, okay, den habe ich mir jetzt wirklich erarbeitet, den Code. So, 5, 5. Es sei denn, jemand von euch weiß es automatisch, was die Nummer ist. Dann können wir das natürlich überspringen. Ansonsten probiere ich das jetzt halt wirklich von vorne bis hinten durch. Absolut kein Thema. Es sind halt sehr, sehr viele Kombinationen möglich, wenn nur die Hälfte bekannt ist und wenn man 2 Zahlen hinzufügen muss. So, 6, 6, 6, 7, 8, 9, aha, 2069. Na also. Geht doch. 83, nee, habe ich schon hingekriegt. Das freut mich dann. Perfekt. Zack. In das Gebiet kommen wir sowieso nicht mehr. Solange du das nicht bei 3 machst. Ja, das ist dann etwas ätzend. Bei 3 wird es dann wirklich ätzend. Einfach mal random irgendwelche Zahlen reingeworfen. 83, 95. Strain level decreased. Okay. Und wie sieht's dann hier aus? Köstlich. Also so klo gehe ich doch gern. Du reißt man sich ja dann schön der Arsch auf, wenn es so richtig heftig wird. Oh, hoppla. Das wollte ich gar nicht. So. Ich wollte eigentlich noch mein schöne Sicht aktiviert haben. Er speichert wieder. Jetzt wird's interessant wieder. Reizend wieder das Bild, nur dass man als Computer Motiv. Und wie schaut's aus? Du hast wieder das Blut. Lecker. Analysierst du Sau. Okay, keine Übereinstimmung gefunden. Abnormale genetische Struktur entdeckt. Das ist das, was wir suchen. So. Ich bin immer gespannt, weil eine Waffe haben wir ja nicht. Das heißt, diesen Wolfsmensch mit Maschineverstärkung können wir ja gar nicht niedermähen, wenn er uns angreift. Bin immer gespannt, was das für einer ist. Und ob der eventuell mit sich sprechen lässt. Oder ob der wirklich dermaßen aggro drauf ist, dass gar nichts geht an Gespräch. Okay, das ist wieder unser Blut, was wir brauchen. 2069 war der Code. Also 69 waren die Zahlen, die ich ergänzen musste. So, das hatten wir. So. Und willkommen zurück. Was gibt's dann Leckeres bei dir? Was hast du dir Gutes gemacht? Raubzug erfolgreich. Ich habe Schokokekse gefunden. Das klingt sehr gut. Ja, so Hafer-Schokoladekekse hatte ich vorhin. Ach, die waren... Ah, ich liebe die Dinger. Sehr, sehr lecker, die Teile. So, da ist nichts von Interesse. Okay. Du auch nüscht. Nee. Oh, nett. Oh, ich auch. Hast du auch diese Haferkekse mit Schokoladgesser? Ich liebe die Teile, die sind so lecker. Das ist mir gerade immens unangenehm, da durchzugehen. Wie bei Drawn Together, das Spanky Ham. Extrem unangenehm. Oh Mann. Du ach wieder.
Als ob ich was kochen würde. Hätte ich auch sagen können, dass du einfach nur Wiener Würstel und Chips oder so isst. Ich bin eigentlich kein Schokoladenfan, aber die Haferkekse, ja, oh ja, die sind sehr, sehr lecker. Es brennt mir wieder das halbe Dorf danach. Ach du Scheiße, bist du so schlecht im Kocher? Ich mag so sehr gern zu kochen, muss ich sagen. Hey, PD. I need to ask you something. Okay. Keep your voice down. He'll hear you. Die habe ich tatsächlich auch, die Kekse. Ja, die sind aber wirklich sehr lecker. Who will? The one of many shapes. You don't speak his name. Lord Voldemort. Die Symbole ist wahrscheinlich ein abergläubischer Scheiß. Does he live around here? Below. He lurks below. Okay. He comes out to hunt. Wohnt er im Keller oder was? You don't. He finds you. He always gets his prey. What are you talking about? No, I've already said too much. Okay. I won't let him hurt you if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming. Oh oh. Ich lasse den Corner Berserker für mich kochen. Das sagt schon einiges aus. Das stimmt. Oh oh. Oh 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 oh. Ah, das ist wieder der Nemesis Wannabe. Okay. Der so ein bisschen wie der Nemesis aus Resident Evil aussieht. Hey, Foggy. In forest. Ja, fucking Foggy. Okay, und was kommt jetzt? Wo sind wir jetzt gelandet? So. Okay. Jetzt sind wir im Wald drin. Das erinnert daran, dass man sich als Beute vom Jäger verstecken muss oder vom Raubtier verstecken muss. Oh, da war was. Expecto Patronum, genau. Werden wir jetzt verfolgt oder was geht da? Ups. Ah, ich kann meine Sicht sogar tatsächlich... Huch! Ich kann meine Sicht tatsächlich aktivieren. Ja, krasser Scheiß. Die Strukturgebäude. Ja, das Reh hat mich daran erinnert und dass ich wahrscheinlich zu dem Typ Lord Voldemort gesagt habe. Der mit den vielen Namen, man darf ihn nicht aussprechen. Ach ja, wie sieht es mit biologischer Sicht aus? Ja, ist wohl eher etwas mau, ne? Aber jetzt kann ich auch wieder normal aufstehen und normal gehe. Ich verstehe nur gerade nicht, wo ich hin soll. Was das Spiel von mir will. Okay. Was magst du von mir? Was stimmt nicht mit dir, Prey? Spiel. Der Wald ist cool wie in Dark Souls. Ja, 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 ja. Okay, der haben wir Fahrrad. Uah. Okay, mit dem ist nichts anzufangen. Mit dem können wir jetzt alle durch die Gegend gurken. Da ist aber irgendwas. Huch. Oh, jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus hier. Interessant. Scheiße. Aber ohne Witz, die Entwickler von dem Spiel und von Layers of Fear, das sind echt Künstler. Das ist großartig. Entweder sind es selber Künstler oder die haben künstlerische Berater. Es ist absolut genial. Oh. Sorry. Total verrotzt immer noch. Aber ich glaube echt, länger als bis 23 Uhr schaffe ich es heute leider echt nicht. Sorry, Leute. Aber ich bin jetzt schon recht müde. Und ich glaube, länger als bis 23 Uhr packe ich heute wirklich nicht. Und dann muss ich nur dringendst ausschlafen. Oh, mal ein bisschen die Bär ausstrecken. Ist auch nicht verkehrt. So, ja. Ah, da ist wieder was, oder? On. Nix auszumachen, das ist immer etwas ätzend.
Wenn ich denn irgendwo was bediene, was drehe, oder? Ah, Mann, 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 Mann. Ich bin mal off. Mein Sohn will einen Film gucken. Bis nächsten Freitag. Alles klar, nächster Freitag geht's wieder weiter mit dem Stream. Viel Spaß mit der Zeit mit deinem Sohn. Und genießt der Abend. Machen's gut. Vielen Dank nochmal, Graf, fürs Reingucker. Like, Abo, hast alles. Ja, danke dir. Danke dir. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ach ja. Und ich renn aus der Map raus, ja. Wenn ich nur wüsste, was ich dort zu machen habe, immer. Ich muss immer warten, bis der Schampel irgendwie Form annimmt. Und dann kann ich gucken, ob ich dort nicht eventuell irgendwas machen kann bei dem Zeug. Nee. Hier auf jeden Fall mal nicht. Da ist Lager. Und da ist irgendwas Maschinelles. Heieiei. Speichert wieder. Boah, Alter, ich hasse es. Wenn ich genau weiß, wo hier. Nix. Nee, ich habe keine Ahnung, wo hier und was. Ach, Mann. Haben wir schon? Gewitter, du na Keitel, komm schon. Wo, was? Was soll ich machen? Hilf mir, Spiel! Ah, da ist der. Ah, okay. Durch die komme ich ja nicht durch, durch die der. Okay. Da ist Blut. Das kann ich aber nicht identifizieren. Gehen in Richtung dieser luftschwebenden Symbole. Okay. Die luftschwebenden Symbole, ja. Pf. Das war doch so ein Objektrahmen. Genau das Symbol in der Luft. Okay. Was für ein Rahmen. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Scheiße, nee, das war nur der Klink, oder? Ah, da ist wieder was. Okay, und zack. Okay, Fallprotokoll aktualisiert. Error Yankee Wegfindung.exe has stopped working. Willkommen zurück, Mathilda. Und Yankee.navi war schon immer tot. Insofern, das ist schon lang kaputt. Ach ja, so. Fucking quacks. This is not what I wanted. It's not enough. I'm still too weak, too human. I need more. But with the money gone, doesn't matter. I'll find a way, like I always have. Der klingt ja auch reizend, der Geselle. Und hier ist nichts mehr, was er aufnehmen könnte. Okay. Ah, okay, jetzt sind wir wieder wirklich irgendwo. Na, viel würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast auch nicht nichts verpasst. Unser guter Kumpel hat die Fährte vom Wolf aufgenommen. Von einem Wolfsmensch. Und ja, das ist abnormal genetisch. Das ist schon klar. Und ja, jetzt scheint es wieder so zu sein, dass er sich so in einer Wahnsinnswelt befindet, aber zugleich auch noch seine Sicht verwenden kann, sprich seine biometrische, seine Biosicht und seine Elektrosicht. Aber die Welt wirkt teilweise surreal und nämlich so, wie sie eigentlich aussieht. Es ist, als würde er gerade wahnsinnig wäre. Zumindest würde ich so gerade beschreiben, was wir so erlebt haben.
während du weg warst. So. Du nix mehr. Okay. Dann können wir jetzt dort hier und schauen mal. Ja, das hatte ich gerade eben, genau. Wie es so schon aussieht. Wie was Hempels und am Sofa. Du ist nix. Entschuldigung, ihr liebe Leute, ohne Witz. Die Woche, die nagt an mir und ich bin echt noch K.O. von der Arbeit. Scheiße. Also, wie gesagt, älter als 23 Uhr wäre ich heute definitiv nicht. Es tut mir echt leid, aber ich will den Livestream hier auf jeden Fall wöchentlich machen. Das heißt, jeden Freitag wird es soweit sein. Und wenn wir mit Observer durch sind, ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, schauen wir mal, was da noch kommt. You could just walk me away and forget I ever existed. That I would conveniently rot away with these lunatics. Well, I should probably thank you. These few months have opened my eyes. I now know what I am, what I must become. Okay. Klingt reizend. Klingt, als hätten wir unseren Täter. Und hier? Ja, Cypher. Ich glaube, das kann der dringend gebrauchen, der Typ so wie der aussah. Dieser Wolfman Jack-Typ. Scheiße. So ein Wolverine war ganz armer. Scheiße. Von Wolverine halte ich aber eigentlich auch nicht so viel, um ehrlich zu sein. So, jetzt können wir hier raus. Kein Ding, dein Job laugt doch bestimmt auch aus. Ja, also auf Ausgrabung arbeite laugt auf jeden Fall sehr aus. Das kann ich so unterschreiben. So, jetzt sieht es wenigstens hier wieder normal aus und mir als würden überall die Darmschlinge runterhängen. Das ist immer noch der Pausenraum für Slaanesh. Aus hier. War das nicht der Hausmeister wieder? Oh, ist der Hausmeister jetzt ja unterwegs und ihrer? Oder ist der unter? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Die Kameras funktionieren auf jeden Fall noch. So, jetzt ist die Frucht wo lang? Wo lang kann ich? Von do komme ich. Das heißt, do lang muss ich. Büromensch, echt? Ich mag die Abwechslung eigentlich ganz gern. Ich mag es mal im Winter drin zu arbeiten und auch im Sommer, wenn es mal zu heiß ist. Aber ich bin doch eher der draußen Mensch, draußen Schaffmensch. Okay, da muss ich wohl hochgehen. Was ist du? Wir bauen neue Häuser für euch. Oder wie es richtig heißt. Budu Jimmy Dla was now jetzt Ganja. Genau. So sieht's aus. So nicht anders. Da ist das Blut wieder. Das heißt, der Typ geht anscheinend aufs Dach. Aber ich weiß nicht, ob ich den verletze. Ich glaube ja nicht, dass ich den Typ verletze, weil... Aber warum sollte der dann ständig bluten? Irgendeiner von den anderen Leuten, die er abgeschlachtet hat, muss er ja wohl verletzt haben. Müssen ihn verletzt haben, so rum. Okay, jetzt sind wir auf dem Dach. 3. Stockwerk, Dach. Gut vorbereitet, könnte ein Jumpscare kommen. Upsala. Also irgendwo hier wurschtelt er rum. Speicher wieder. Ja, schon, ich brauche meine Mädchen im Beruf, okay. Ach ja. Nee, ich mag das eigentlich schon sehr gern draußen zu arbeiten. Gerade im Winter ist es angenehm, weil ich will das Vieh sehen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich finde es besser, im Winter draußen zu schaffen, weil ansonsten im Büro ist es, du kommst im Dunkle und du gehst im Dunkle. Und wenn draußen noch schaffst, dann siehst du wenigstens noch was vom Dach. Also es ist nicht so, als wäre man so isoliert und eingesperrt. Überall die Taube wieder. Von der kann der Typ sich bestimmt auch ewig ernähren. Scheiße. Was war das?
Uff. Ja, uff. Dank doch mal. Ich glaube, da muss ich dann hier durch. Oh Mann. Da-da-dam, dam, dam. Da-dam, dam, dam, da-dam. Another one bites the dust. Oh Mann. Was du vorhin übersehen hast, der Doktor hat in seinem Gehstock eine Klinge, mit der er den Wolf verletzt hat. Deshalb sifft der aus. Ah, okay, okay. Also mal abgesehen, Dodofu, dass ich lieber die Nacht mag, ich sitze neben am Fenster, ich sehe das Sonnenlicht. Okay, alles klar, das ist natürlich wieder was anderes. Okay. Ja gut, dann kommt es natürlich so zur Erklärung, dass der Wolf hier die Blutspur legt, wenn der attackiert wird. Beziehungsweise Wolf können wir das Vieh auch nicht nennen. So wie der aussah bei deinen Flashbacks, war das so eher, ich will nur sagen, ein etwas hohriger Mensch, also so an der Backe ein bisschen hohrig. Und ansonsten hat er einen Metallarm gehabt, Metallbä und halt ein Wolfsgebiss. Also schon interessant, aber als Wolf würde ich ihn jetzt noch nicht bezeichnen. Oh, nett. Zwinger hier. Nix vorhanden. Und hier? Was gibt's dann Guts? Nix. Nur Schmerz und Tränen. Oh, da hat jemand anscheinend sich eingestuhlt hier. Reizend. Überall die Tierkäfige. Ganz bezaubernd. Und was haben wir da? Ne, da hat sich aber jemand eingestuhlt. Da sehe ich jetzt auch nichts Interessantes hier. Und da? Da ist ein Rattekäfig und eine Rose wieder. Say, Gertrude, give me a break. Die Gertrud, alles klar. Käfige sehen aus wie die im Abend. Oh Gott. Scheiße. Die FSJler-Käfige, genau. Da kommt man dann rein zu euch. In den Keller. Dann sieht es genau so aus. In so einem Ding musst du dann schlafen, ne? In so einem Ding wärst du dann eingesperrt. Alter. Alter, die Vorstellung. Okay, jetzt habe ich aber wenigstens wieder Rosa entdeckt. Ja, das will schon wissen, was das für ein Amt ist. Lauter Taubenkäfige, genau. Da sperren sie die FSJlerei. Und wieder Blut. Okay, der Typ ist dort hier. Und das Optionale haben wir jetzt. Wieder diese Taube. Scheiß Taube, die eben die ganze Zeit fliegen. Mit dieser Dum-Dum-Musik auch noch. Ätzend. Dezent, ätzend. Okay, hier unten bei euch eklige Viecher ist nix. Ja, klingt noch eine plausible Vorstellung. Was jetzt genau? Was genau klingt nach einer plausible Vorstellung? Oh Gott, Entschuldigung. Nach wie vor für jedes Erkältungshuster und für jedes Erkältungsschniefer. Es tut mir leid. Da ist die Klappe, da geht's weiter. Schätze ich jetzt mal. Ich mag mich erst noch mal ein bisschen umgucken. Aber finde hier nichts mehr, was von Interesse wäre. Und das Ding kann ich nicht wegzerren. Oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigung. Plot Twist. Die Tauben sind Chiron. Ja, genau. So, da geht's. Und die Nanophagen. Oh, da ist er! Du mieser Typ. Hat er mir Falle gestellt hier, der Kerl. Und die Illuminaten, richtig. Und die Chemtrails. Krass, war das sich jetzt auch mit dem Wolfi synchronisiert, oder was? What the hell are you, anyway? Ach du Scheiße. Some answers. Setting up a crime scene. Voice recorder module malfunction. To hell with it. Alter. Die Tauben sind der Wolfstyp, genau. Scheiße.
Existiert der Typ noch? Mal gucken. Exposed wiring. The one thing you don't want breaking your fall. Okay, ach du Scheiße. Also Beine beide sind Prothese, genauso wie sein Arme. Du, aber haben wir noch was. Wer ist der Typ? Lucky me. The neural implant's still functional. Viktor Maderski. Ein C-Bürger. Okay. Außer Implantate gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Reinforces the skeleton. Hydraulic joints. Victims never had a Ja. chance. Der war so aufgepumpt wie ein Soldat wahrscheinlich, weil wir haben ja beim Hausmeister bei der Notiz erfahren, dass die Soldaten durch solche hydraulische Gelenke über bis zu 2 Meter Zäune oder was springen können. Und du bist natürlich nicht gefeit dagegen, wenn dich so einer attackiert. His claws match the cuts on the victims. This is definitely our man. Ja, nennen wir es mal Man. Okay, das haben wir alles. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns verstorben vor 17 Minuten sich wieder mit dem Tote verbinde. Halte ich nicht so für gut, aber Danny Boy, der verbindet sich liebend gern mit Tote. That's why you fucking kill people. But I want my fucking son. Okay, dann verbinde ich mal wieder mit dem Tote. Herzlichen Glückwunsch. Das ging ja dann doch wieder relativ unspektakulär, als der Typ dann tot war. Oder wie der zu Tode komme, es ging relativ unspektakulär. Dafür befürchte ich, dass seine Synchronisation und seine Gedankengänge umso übler ausgehen wären für mich. Okay. Gut. Ziemlich fusselig hier die Sicht. Und jetzt habe ich nämlich meine tolle Sicht. Jetzt kann ich nämlich die Dunkelsicht. Jetzt kann ich nämlich die mechanische und nämlich die Bio-Sicht nehmen. Gott, noch eine Woche Ausgrabung, sage ich ständig Schicht. Ach ja. Wie schaut's aus? Reizend. Alles in Aktion. Und einen Körper haben wir 8. Aber ich sehe ihn derzeit nicht. Ja, uff. Lass du mich doch in Ruhe. Und sein Körper ist ja schattenlastig. Ich sehe leider gar nichts. Okay, dann rennen wir mal da durch. Oh oh. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Aha, und ich sehe gerade die creepiest creatures ever seen. Hör auf! Alter! 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 Gewitter, dunner Keidel noch einmal. Da kann ich auch nicht durch. Muss ich an den Gesichter da vorbei? Nicht schon wieder diese Kindergeräusche. Mann, ich renne jetzt einfach durch euch durch. Ihr Mistkerle, euch mache ich fertig. Verreckt doch in der Hölle. Okay, der große Typ ist gestürzt. Okay, das ist nach wie vor das Mietshaus, glaube ich, ne? Oder? Nee. Du ist auf jeden Fall jetzt auf... Ah, du ist wieder der Patronus-Zauber. Oh. Der Zentralrat der was? Fliesentischbesitzer? Ja, ist empört, definitiv. Zu Recht. Vollkommen zu Recht. Expecto Patronum. Ja, jetzt erinnert es mich auch ständig dran. Danke dafür, dass ich den Ohrwurm jetzt auch habe, beziehungsweise die Vorstellung und Assoziation. Oh ja, so ein ganz goldige Gewitterbutzer.
Aber ich finde die Darstellungen definitiv immer sehr, sehr geil. Was die Umgebung angeht. Ja, bitte, bitte. Fernseher geht aus. Also eins muss ich dem Spiel lassen. Ich liebe die Art der Darstellung. Und wie hier Atmosphäre erzeugt wird. Ohne viele Jumpscares. Also wirklich mit wenig Jumpscares. So wie bei Layers of Fear 8. Wenig Jumpscares. Noch konnte man die sogar noch umgehen bei Layers of Fear. Aber das hier, wirklich wenige Jumpscares. Und das sagt mir schon mal sehr zu, weil ich mag lieber Spiele, die auf Atmosphäre ausgelegt sind. Und auch wieder interessant, wieder diese Pfeife und die lange Zündhölzer und die Pinsel, wie wir es bei dem Chirurg hatten. Also ich wollte gerade sagen, zuckt die Jacke? Da ist irgendein Pixelfehler drin wieder. Okay, ins Dunkle kann ich leider nicht gucken. On. Nett. Was kommt da heute so im Fernsehen? Aber wäre bestimmt ein schönes GIF. Okay, nichts mehr. Und hier geht's weiter. Was haben wir hier noch drin? Nichts mehr. Nee, nichts mehr anscheinend. The Ring. Ja, erinnert so ein bisschen dran. Ohne Scheiß. Ja, danke für die Assoziation. Das ist gruselig. Jetzt wird's richtig gruselig. Hast recht. Boah, also, ja, die Vorstellung habe ich gerade. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich habe auf jeden Fall recht dicke Gänsehaut gerade bei der Vorstellung. Das ist doch schon etwas unangenehm. Okay, dann gehen wir nochmal hier weiter. Der muss zu. So. Der Mond von Majora's Mask, ja, der immer so freundlich guckt. Okay. Okay, na dann. Wenn wir doch jetzt Seite vorhaben. Ab mit dir ins Kellerloch, Kellerloch, Kellerloch. Was liegt da noch? Nix. Okay. Da ist noch was. Aber da kann er nichts benutzen. Okay. Dann müssen wir wohl dort durch. Der ist zugegangen. Und wir können nie mit zurück. Also der Durchgang ist uns verwehrt. Irgendwie guckt man es vor, als wäre die Perspektive sehr klar, die wir da haben. Fast so, als würde ich ein Kind eigentlich spielen. Aber dafür sieht der Körper zu erwachsen und menschlich, menschlich sage ich, oh Gott, sieht der Körper viel zu erwachsen aus. Okay, da ist nichts. Was mache ich denn hier jetzt? Ach, da ist noch was. Okay. Da kann ich verziehen und da kann ich durch. Ja, dann geh doch auch durch, du Spinner. So, noch einmal. Warte mal. Warte mal, Gaula. Ich muss doch hier noch durchkommen. Hopp. Alter, durchdrücken. Noch einmal. So. Jetzt kommen wir aber durch. Na also. So, da ist eine Maske. Und hier ist sonst nichts mehr von Interesse. Okay, dann gehen wir zu dieser geilen Maske hier. Die sieht so ein bisschen aus wie vom Texas Chainsaw Massacre, diese Menschenhautmaske vom Leatherface. Victor! He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried, "Oh, I was so frightened. It was so dark inside." Mommy, why did the wolf have to die? Der Wolf Ewer, das war die Animation, beziehungsweise das war die Illustration aus Layers of Fear von dem schizophrenen Künstler, der Rotkäppchen und der böse Wolf illustrieren sollte. Und diese Illustration Ewer, die war von Layers of Fear übertragen hier ins Spiel.
Merkt ihr die Maske? Okay, diese Leatherface-Gesichtsmaske aus Menschenhaut. Okay. Dort zum Patronus muss ich weiter, aber hier zittert so schön und wackelt so schön. Bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare. Okay, nur The Ring. Alles klar. Gut, ist in Ordnung. Alles akzeptiert. Aber bevor ich in den Gutmachraum gehe, will ich mal doch erstmal das hier angucken. Oh ne, da geht der Patronus weiter, okay. Dann muss ich wohl erstmal da rein. Und reizend. Okay, diverse Radkappe und Scheißdreck hier dran. Diverse Räder, diverses Werkzeug. Kletsch Silnokovov. Warum auch nicht? Entschuldigung, das war verschluckt. Oh. Oh. Erstmal Wasser noch schenke. Oh. Also es tut mir echt leid, aber ich hoffe in einer Woche geht es mal wieder besser für den Livestream. Dass ich dann... Huch, er geht gerade automatisch, weil mein Controller zwischen die Backfalle ist. Ja, ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder besser auf dem Damm bin, dass ich nämlich so ekelhaft am Rumhuste bin. So. Wobei, nee, Quatsch, nächste Woche ist ja gar nicht. Weil nächste Woche hat mein Vater Geburtstag. Das heißt, wir sehen uns erst in 2 Wochen wieder. So. Oder im Laufe der Woche. Das muss ich nochmal bekannt geben. Also, wenn ihr wissen wollt, wann der nächste Livestream ist, guckt doch bitte auf Facebook oder Twitter bei mir rein. Das wäre nicht schlecht. So, weil ich werde auf Facebook und Twitter Bescheid geben, wann der nächste Livestream kommt. Aber nächste Woche geht auf jeden Fall nicht. Da feiert mein Vater seinen 60. Geburtstag. Dann funktioniert das nicht nächste Woche. Ich muss gucken, eventuell schaffe ich es so, dass ich unter der Woche am Mittwoch oder so stream. Das könnte ich machen. Also auf jeden Fall im Laufe der Woche bitte auf Twitter oder Facebook bei mir reingucken. Da gebe ich dann Bescheid, wann der Stream stattfinden wird. Okay, nix. Köstlich. Köstlich, tralalala. Da ist nix. Ja, kleiner Sonderling. Also deswegen Freitag, Samstag, das wird nicht gehen in einer Woche. Die sind beide reserviert, die Tage. Da schauen wir dann mal. Gruseliger Ball, der die Treppe runter geht und er kann nicht mehr zurückkicken. Wenn jetzt noch Kinderlacher oder so kommt, dann kreische ich. Oh Manometer. Ja, guckt euch an, wie er noch alle Knäpper am Hemd hat, als ob er jemand wäre. Ups. Ups. Ja, der Victor scheint immer sehr anerkannt gewesen zu sein. Interessanter Mensch. Irgendwas mit Nathan wird die ganze Zeit gesungen oder gerufen. Okay, da können wir jetzt rein. Was? Oh ja, bitte. Yes. You're on the right path. We're almost done. Und nur? Oh. Oh, okay. You're almost there. Du ist das Baratheon-Wappe jetzt. Oje, oje, oje. Okay.
Aha. Da müssen wir wohl durchgehen. Ich befürchte, das ist schon der richtige Weg. Aber erstmal müssen wir da entlang. So. Erstmal wieder ein Patronusfolger. Und da können wir durch. Das ist nach Abstellkammer. Die ruft Victor. Okay, es klingt wie Nathan. Okay. Weiter. Und da ist er offen, die rote Tür. Und es gibt anscheinend keinen anderen Weg. I don't like it. Ih, was lungert da draußen rum? Come on, eat. Eat. Und diese Farbakzentuierungen, das ist großartig. Also so kann ich mir das vorstellen, wenn jemand absolut wahnsinnig ist und die Welt so sieht, mit solcher markante Dinger, wo ich doch Nathan verstehe, immer so, haha, Nathan. Das klingt schon fast wie so Gesang, wie so Gesangsmelodie. Ja, und wie gesagt, so kann ich mir das vorstellen, wenn ein Psychopath die Dinge sieht, beziehungsweise wenn ein Psychopath von Dinge träumt, dass es so aussieht. Klingt die irgendwie wie Kekse, nicht schlecht. Kekse. Der Krabben-Overlord. Kid. Eieiei. Ja, das ist schon heftig hier. Aber ich finde das sehr interessant aus solcher wahnsinnigen Schichte. Deswegen fand ich auch Layers of Fear so unglaublich interessant. Aus dieser Sicht von einem Mann mit paranoider Schizophrenie, was an sich schon absolut genial ist, dass man so eine Person als Hauptfigur wählt. So ein absolut unsympathischer Mensch, der aber eigentlich nichts davor kann, weil er unheilbar schwer wahnsinnig krank ist. Ih, da schlürft was durch die Gegend. Und das sieht ja ach geil aus mit dieser Pixel-Zitterkrümmung. Komme ich da durch? Ja. Tatsächlich. Was trage ich dann da überhaupt? Okay, wieder mein 19. Jahrhundert-Stress. Ah, da ist er wieder, der Patronus. Tattoo-Shop. Ha. Oh, nee. Okay, das ist anscheinend nur zu hart für mich. Darf ich ja nicht hier. Du geht's noch nicht durch. It has to be done. Krass, okay. Was muss getan werden? Wie komme ich denn hier rüber? Hier durch? Sieht aus wie eine Entscheidung zwischen dem roten Weg und dem Reh. Ja. Beute entkommt, ja. Was denkt ihr? Soll ich hier lieber reingehen oder lieber am Reh folgen? Ihr entscheidet. Ich lehne mich jetzt so lange zurück, bis ihr entschieden habt. Ach so, okay. Zumindest das davor. Ich will gerade mal checken, ob das möglich ist. Nee, da komme ich tatsächlich nicht durch. Ich muss zur rote Tür. Okay. Sorry, gab wohl doch nicht so viel Entscheidungsfreiheit hier. Okay, ja. Dann ist das wohl so. Zack. Und. Eat, eat, eat. Okay, du wärst eigentlich eher dafür gewesen, dass ich das Reh verfolge, wahrscheinlich.
Na gut, aber ich mag die Hintergrundinfos noch hören und so. Da war The Ring auf dem Bildschirm in Rot. Und hier zittern die Kabel, oder was ist das für ein Gerät? Ups. Ih. Anna. Anna. Du kotze Typ. Wow, dann roter Mond, ja. Wow. Krass. Okay, und jetzt aus der Sicht von dort drüber. Jetzt können wir wieder am Rehen hoch. Jetzt nicht weiter. Und jetzt ein Patronus hinterher. Krasser Scheiß. Also geile Sequenz hier. Generell wirklich sehr geile Sequenz. Immer bei der Synchronisation. Manometer. Also das finde ich immer sehr stimmig, wie das gemacht ist. Und wie das so dargestellt wird. Wie versucht wird, in dem Spiel die Psyche von Personen darzustellen. Oder die Gefühlslage von verwirrter Personen. Beziehungsweise von Wahnsinniger. Oder in dem Fall die schwindende Erinnerung von frisch Verstorbener. Ach, sehr interessant. Mann, was läuft wieder? Es läuft wieder nur The Ring. Okay. Er scheint ja tolle Kindheit gehabt zu haben. Okay. Lauter Werwolf-Plakate oder noch an der Zimmer der gehabt. Krasser Scheiß. Okay, und hier in der Küche. Auch noch so ein Flashback. Okay, da ist noch ein Bild. Oh, was das für ein ekliger Knecht war. Okay, das haben wir. Aber ich glaube, die Synchro mache ich noch und dann muss ich wirklich für heute aufhören. Ich bin hundemüde, ihr liebe Leute. Es tut mir tierisch leid. Aber ich merke jetzt schon, wie ich total müde bin und meine Haare nur so durchs Zwang aufkrieg. Ich übersehe wahrscheinlich die Hälfte hier von allem. Das hat so wenig Sinn, denke ich. Es tut mir echt leid. Ach ja, ach ja. There. Now's your chance. Hurry. Ja, der Chance, dummel dich. Okay. Und? Kann ich mich dummeln? Nee, bei dem Zeichen mal nicht. Und da kann ich wohl durch. Kein Ding. Ja, es tut mir echt einfach leid. Ich die gern länger mache, aber gerade weil Freitag ist, hätte ich gern länger gemacht. Aber trotzdem, wenn es nie länger geht, dann tut man es wirklich tierisch leid. Wow. Und ein Blutmond. Und er verschlingt ihn, wie es aussieht. Krass. Ja, ich übersehe standardmäßig die Hälfte. Und wenn ich müde bin, dann noch viel mehr. Das ist nicht so gut. Beziehungsweise wenn ich K.O. bin, noch viel mehr. Und gar köstlich, alter Knabe. Wie geht? An. Da ist nichts mehr, da auch nicht. Alter Hopf, aller Hopf. Echt, er schaut sich doch immer so viel um. Ja, echt mal, was ein Knecht. Alter Falter. Und, ich gucke mich zwar immer viel um, aber von der Fundsache finde ich wirklich nur die Hälfte. And risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. Damn it.
did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Das war Eva. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! Das war Eva, war Szene zwischen Adam und Daniel und jetzt wechselt es wieder zu dem Typ. Please, your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Krass. Mann, Bärschwein, es lebt. A vegan werewolf in London. Ein veganischer Werwolf in London. Toller Film bestimmt. Der Fluch des Wolfsmanns. Curse of the Wolfman. Hast du dir mal sein Evil Within Let's Play angeschaut? War eine Collectible genau vor ihm auf Kopfhöhe und er hat sich gesehen. Ja, entschuldigt eure Majestät. Das kann ja mal passieren. Ich bin meistens zu sehr damit beschäftigt zu sehen, was außenrum und so im Hintergrund läuft. Und ja, dann sehe ich auch mal so offensichtliche Dinger nicht. Das kann halt mal wirklich vorkommen. Und hier sind wieder diese eklige Gesichtsmaske. Ja, dann selber spiele, dann erkennt man sowas dann häufig, wie es eigentlich ist, wenn man sowas dann spielt und dann halt Dinge übersieht. Wie gesagt, das ist immer einfach, andere Leute zu kritisieren, aber selber so Dinger zu spielen und dann versuche alles zu erkennen und so, das ist schon schwierig, wenn man dabei kommentiert. Vor allem, wenn man so wie jetzt hier so im Gespräch ist, dann muss ich mich hier konzentrieren auf meine Umgebung hier, die ich außerhalb wahrnehme, auf das, was ich vor mir sehe, auf euer Gespräche. Also, es ist schon schwieriger, als es aussieht mit den Let's Plays. Und mit Streams. So, das ist von 1941, die Werwölfe des Schicksals, Rache des Wolfsmanns. Das könnte unser Victor sein, aber krass. Da hat sich wohl genetisch zum Wolfsmann umoperieren lassen. Das ist ja heftig. Ja, genau, dafür sehe ich die Pfostenlöcher. Die sonst keiner gesehen oder vermutet hat, richtig. Das war nicht das einzige Mal. Ja, ich weiß, sowas kann halt auch mal öfters passieren. Und ich sage ja im Voraus immer, dass ich es blind gespielt habe. Und wenn Leute was blind spielen, dann sehen sie ja nicht alles. Sei froh, dass es überhaupt ein Collectibles shared. Richtig. Andere Leute machen sowas komplett weg. Und ich versuche einfach mitzunehmen, was ich kriegen kann. Und was ich noch sehen kann. Ah, das ist wieder dieser Layers of 4 böse Wolf. Geil. Und jetzt? Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Alter! Und ist hier noch irgendwas Gruseliges? Okay. Hören wir das? Das Geräusch? Dieses Flüstern, das kommt auch immer in Layers of 4 vor, wenn man bei Gegenstände war, die storyrelevant waren. Dann hat man immer dieses gehört. Das haben die jetzt auch von sich gegeben. Und was sagt das öde Publikum? Ah, jetzt können wir als Wolf über sie herfallen. Verreckt doch alle in der Hölle. Zack. It's okay, Victor. Please, calm down. Niemals. Aber Victor hat anscheinend schon sehr früh Affinität zu Wölfe gehabt und Werwölfe. There is still hope. Okay. Okay. Was war denn das doch für eine Waffe? Mal gucken.
keine bekannte Religion. Die heilige Religion oder die Religion der heiligen Palmer, okay. Oder was auch immer. Sieht aus wie Palmer. Alter. Jetzt mal No, not like this. Dörfchen. Weil dieses... This is hopeless. Look, he's at it again. You're embarrassing me. We're in for another show. Look at him. Just give up already. Oh, it's just fucking sad. Alter. Wow, und die Mutter sieht ein bisschen aus wie die Angela Merkel von ihm. Alter. Jetzt wird's richtig irre. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. Puh. Ach du liebe Zeit. Und? Wisst ihr mal, wie er sich das geleistet hat, die ganze OPs. Ich meine, so Leute haben ja nicht wirklich gerade viel Geld. While it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie. The treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? Sure. Ups. Der Nemesis wieder. Scheiße. Mann. Wir sind immer noch in der Synchro drin mit dem Mensch. Scheiße, scheiße, scheiße. Zum Tattoo-Lader. Und. Nix. Rennen wir mal durch. Ja, das ist definitiv sehr verwirrend, finde ich auch alles. Aber es ist geil dargestellt, muss ich auch gestehen. Es ist verwirrend, aber hammergeil dargestellt alles. Entschuldigung. Oh Mann. So, du nix. Dann hier. Und wie sieht's aus? Ackermann, wie sieht's aus? Ein Tattoo-Shop. Dann kann ich zu dem Hiki? Anscheinend nicht. Okay. Mit dem kann ich irgendwie weiter interagieren. Und hier? Nix. Nee, aber mit dem geht nichts mehr. Und hier? Kann ich auch nichts schaffen. Aber dann durch weiter. Du ist das Reh wieder. Und wo bist du? Da muss ich weiter. Okay. Puh. Oh, da ist wieder der Nemesis für Arme. Oh, er hat mich. Okay, scheiße. Ja. Ammo Share auf der Dates drauf. Ja, fortfahren.
So, probieren wir es nochmal. Wenn ich schon dafür noch die Koordination habe. Und? Ah, da ist er. Scheiß Typ. Und? Widerlicher Scheiß-Typ. Und? Ich bin ja bei solcher Hide-and-Seek-Sache nie so besonders gut. Aber ich glaube, ich habe kann hier Abhänger. Sehr schön. Nemesis ist auch mein Marvel vs. Capcom Infinite drin. Sieht echt gut drin aus. Okay. Ja, Nemesis ist generell ein sehr cooler Gegner. Mann, wie ewig immer diese Synchronisationen dauern. Ich muss sagen, du wärst schöner gewesen, in der Kürze liegt die Würze. Also wenn es etwas kürzer wäre, das Ganze. Und nicht so ewig lang immer diese Synchro-Sequenzen. Weil du denke ich zwischendrin immer, okay, es hätte es auch wirklich in einer flotter Version genügt. Oh. Der gute Hausmeister wieder. Ist übrigens ein Kampfspiel, falls dir dieser Titel nichts sagt. Ah, okay. Na dann. Sagt's mir spätestens jetzt was. Okay. You don't. He finds you. He always gets his prey. Die Wutze wieder. Krasser Scheiß. Diese ekelhafte, vollgekotzte Widerlingsfarm, wo irgendeiner so Lebendorgane in dieser Sau gezüchtet hat. Kranke Scheiß. Ja, das ist das, was der Typ erzählt hat, bei dem ich geklingelt habe, ja. Ich sehe es, der hat Daniel Lasarsky wohl wirklich beobachtet und zugehört, was da die Leute sprechen. Ui. Das war jetzt eben Daniel selbst. Weil er gesagt hat, ich bin dir dicht auf den Fersen. Krass. Okay. Und? Okay, du wäre noch was gewesen, aber du kommst nicht durch. Genauso wenig hier. Das war cool, ja, schon. Definitiv. Hier geht's weiter. Ups. Ja, so ein bisschen an den Geist aus PT, obwohl der bei PT Silent Hill erheblich gruseliger war, fand ich. Der war wirklich so ein Fürchter. Uah. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Alle schon, weil dieser Geist in PT, zumindest der weibliche Geist, immer so ekliges Psychogrinse aufgelegt hat oder Lächeln. Jetzt ist der Lasarsky gewesen zum Beobachter. Ups. Jetzt sieht man es aus dem seiner Perspektive, okay. Und nicht aus der Lasarsky-Perspektive. Und da muss er dann hinterher sein. Genau, ihm noch. Während der losmarschiert ist. Und vorher schon die Spur gelegt. Stimmt, aber die hat auch so im Hintergrund gezappelt und das ist auf ihn, auf ihm zugezischt. Das ist immer dieses ganz juckelnde, zuckelnde, wie do Geister dargestellt werden, was ich scheißen gruselig fand. Hier, und dann hat er einen Argsprung. Nee, es gibt einen zweiten Geist in Silent Hill, in PT Silent Hill. Der ist versteckt. Wenn man hochguckt ab in einer bestimmten Sequenz, dann sieht man so einen Geist overstehen, der von oben noch ohne guckt. Also der von oben auch guckt. Okay. Okay, den haben wir wegsynchronisiert. Okay, echt? Das ist echt dieselbe? Ich glaube, das ist ein männlicher Geist. Wirklich.
Okay. Jetzt haben wir uns da auf jeden Fall mal desynchronisiert. Ja. Sich daran gewöhnen wäre nicht so gut. Definitiv nicht. Ich hoffe, die nächsten, die zur Synchro dienen, sind dann wieder lebendig. Ah, okay, dann ist wirklich dieselbe. Irgendwie muss ich gerade an Until Dawn denken. Ja, war die Wendigo Wag in Until Dawn. Ja, und wurden wahnsinnig, genau. Das ist so geil synchronisiert, dieses und wurden wahnsinnig. Ach ja. Herrlich. Ich mag jetzt gerade nochmal checken. Ich mag jetzt gerade mal von hier aus ins Hauptmenü gehen. Vor 28 Sekunden habe ich zuletzt. Okay. Weil, ihr liebe Leute, ich habe vor 28 Sekunden das letzte Mal gespeichert. Es ist jetzt wirklich an der Zeit für mich. Mir fallen halber die Haare zu. Ich bin schwer am Kämpfen, nicht einzuschlafen. Mein Rotz wird immer stärker, die Nase wird immer dichter. Und der Hustereiz wird auch immer stärker. Das heißt, ich glaube, ich mache jetzt wirklich Schluss für heute. Nimm noch eine Ladung Hustesaft. Nenn mal andere Medizin und geh dann schlafen. Wann der nächste Stream rauskommt, wie gesagt, nicht nächste Freitag, weil da mein Vater Geburtstag hat und Samstag drauf ist auch nicht so besonders gut. Deswegen, das wird wahrscheinlich so unter der nächsten Woche stattfinden. Ich nehme mal an, dass es am Mittwoch sein wird. Sie haben Post. Okay. Achtet du einfach auf Facebook und auf Twitter, wie ihr mich dort findet. Seht ihr immer noch unter jedem Video. Hatte ich damals im Gulag Hustensaft? Nee, hatte ich nicht. Da hatte ich nur meine eigenen Tränen und das Blut eines toten Mannes. Ach Gott. Ich hoffe, es hat euch trotzdem wieder Spaß gemacht hier. Mir persönlich macht es ja immer tierisch Spaß, Observer zu spielen. Es ist zwar so von der Atmosphäre immer so, oh nee, ich will eigentlich gar nicht, aber dabei ist es total genial. Und gerade heute diese Passage, ja, gute Nacht und gute Besserung. Dir danke fürs Zuschauen, André. Wir sehen uns auf jeden Fall am Montag. Ja, diese künstlerische Aspekte heute, die haben mir sehr gut gefallen und dieses Adaptieren von Layers of 4 Elemente fand ich großartig. Und dann, wie gesagt, nochmal unter jedem Video von mir seht ihr normalerweise, hier findet ihr mich auch. Und dann ist Twitter und Facebook verlinkt. Also guckt einfach in die Videobeschreibung. Vielleicht jetzt nicht unbedingt von dem Stream, aber von jedem x-beliebige andere normale Let's Play Video von mir. Da findet ihr mich dann und könnt dann so auf Facebook bzw. Twitter kommen, beziehungsweise auf meiner Hauptseite von meinem Channel hier auf YouTube. Da ist auch nochmal der Button gesetzt für Facebook und für Twitter. Ich gebe Bescheid, wann der nächste kommen wird. Wahrscheinlich wird es der Mittwoch werden. Bis dahin sage ich jedem von euch nochmal vielen lieben Dank dafür, dass ihr mir zugeguckt habt. Das hat mir wieder tierisch Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die jetzt schon weg sind. Vielen Dank an alle, die jetzt noch da sind. Und an Scorpion, an Syldraka, an Mathilda, an Andreas, an alle von euch. Vielen lieben Dank und auch alle von euch, die noch nichts gesagt haben und eventuell nur stiller Zuschauer sind. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr mir zugeguckt habt. Es hat mir wieder tierisch Spaß gemacht. Spiel neigt sich so langsam auch dem Ende zu. Kann sich mal nach dem nächsten umsehen. Ja, der nächste Stream würde wahrscheinlich dann wohl Lost Legacy wäre. Das heißt, Uncharted Lost Legacy wäre der nächste heiße Kandidat für einen Livestream. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass ich erstmal dann nichts mehr mache und bis zu The Evil Within 2 wart. Weil The Evil Within 2 würde ich sehr gern als Stream machen. Ja, und ich habe tatsächlich
101 Abonnenten. Das heißt, ich habe noch einer dazu gewonnen. Juhu, und gute Nacht, Syldraka. Also, ihr liebe Leute, ich sag nochmal vielen lieben Dank an jeden von euch und ich mache jetzt das Stream dicht. Es war mir wieder eine Ehre. Achtet einfach auf meine Posts. Vielen lieben Dank. Oh hoppla, ich verprügel mein Mikrofon und ich mache jetzt nochmal den Neigerich für euch. Neigt mein Haupt. Vielen lieben Dank. Machen's gut. Bis zum nächsten Stream. Ihr seid echt die Beste. Ich habe wirklich so Glück mit meiner Abonnenten. Wir sehen uns dann wieder. Ayan Yankee.